Ja, und wieder ist es soweit. Wir starten mit dem grossen Quiz. Wer ist Glückssau? Wer ist Glückssau? Also, wenn Sie Kandidat sein wollen von der nächsten Sendung, wer ist Glückssau? Dann können Sie sich freuen, wenn Ihr Telefon läutet. Und zwar... jetzt! Ich bin der Bob Jackpot und das ist die beliebte Unterhaltungsshow «Wer ist Glückssau?» Die Show, wo man Preise gewinnt. Also dann, wenn wir's wagen. Und einfach starten! Und schon begrüßen wir den ersten Kandidaten, der heute mitspielt in... Wie heißt ihr so? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie ganz herzlich der Ferdel und. Und lassen Sie mich jetzt unseren zweiten Kandidat begrüßen vom heutigen Oben. Und etwas ist ein bisschen anders diese Woche. Ich bitte Sie um einen großen Applaus für unseren zweiten Gast. Der Herr Wolf. So beruhigen Sie sich, meine Damen und Herren. Wir dienen da niemand bevorzugen. Jeder ist willkommen in unserer Show. Und jetzt steigen wir ins Spiel. Wer ist Glückssau? Also dann spielen wir jetzt Musik ab für den Herr Wolf. Und denken Sie dran, liebe Zuschauer daheim, kein Kandidat gehört der andere. Also, Ferdel, nervös? Ja, Bob. Gut, Ferdel. 1 Minute für die Spezialgebiet, wo hinten oben ist. Die Geschichte vom FC Schweizerdeutsch United und all ihre Siege in den Heimspielen von ihrer Gründung 1939 bis zum heutigen Tag. Okay, Ferdel. Und deine Minute startet jetzt. Der Schweizerdeutsch Fußballclub ist auch bekannt als... Ich weiss, Tragete. Sie spielen ihre Heimspiele im... Joggeli. Wer hat die 3 Goal geschossen in ihrem grossen Sieg über die Rüsselsheimer Buben letzte Saison? Das ist der David Orango und der Mario Ketchup. Und der Hakan Danim. Perfekt! Zeit ist um, Ferdel, und du hast einen Spielstand von unglaublichen 58 Punkten. Und keine Fehler. Gehen wir jetzt über zum Kandidat Nummer 2. Parat, Herr Wolf? So wie immer, Herr Bob. Gut. Den machen wir es uns einmal gemütlich. Ihr Spezialgebiet ist? Wölfe. Sehr schön. Ihre Minuten über Wölf startet jetzt. Romulus und Remus sind aufgezogen worden von... Das Rohkäppli ist gefressen worden von mir. Ich rede von welchem Tier mit dem Anfangsbuchstaben W? Ah, ich weiß es ganz genau. Könnte ich die Frage noch mal haben? Oh, es liegt mir auf der Zunge. Kann ich meinen Freund anrufen? Ist es Sau? Geben Sie einem Verlierer von dieser Woche einen warmen Applaus. Der Herr Wolf. Bergvogel. Hat es Ihnen ein bisschen Spass gemacht? Ja, Bob, es war spitze und alle sind so nett. Nochmal ein Applaus für unseren freundlichen Verlierer. Der Herr Wolf. Und jetzt der verdiente Applaus für unseren Hitlergewinner, Ferdel und. Der Ferdel dick? Oh. So, das war's. Ferdel. Ferdel, natürlich. Hat mich sehr gefreut. Ich muss jetzt. Ciao. Adieu, Bob. So, netter Kerli. Muss ich echt da raus? Oh. Handy. Gott sei Dank sind Sie da. Schnell. Sie sind dran, aber ich... Oh, was soll ich sagen? Schaut nur das ehrliche Würzeli. Und jetzt begrüßen wir unseren zweiten Chefkoch, der bei uns immer viel fraß. Super. Dann zeigen Sie mal, was Sie uns mitgebracht haben zum Kochen. Nein, ich wollte glaube lieber nicht. Wirklich. Ja, was ist denn auch los? Was haben Sie eben Angst vor mir? Ich schubisse doch nicht. Oh, was sag ich auch?
Nein, warten Sie doch! Oh, das ist eine Sau. Ja, Sie könnten Sie Brötchen für mich, oder? Nein, ich kann es erklären. Nein, ich glaube nicht. Ja dann. Ich muss jetzt gehen und auch zu meinen Leuten. Er muss da irgendjemand sich schmöcken. Verkleiden! Ich brauche Verkleidung! Aha! Nicht gerade meine Farbe, aber ich glaube, es passt zu meinen Augen. Ich schaue da rein. Und das ist Nummer 1 von dieser Woche im Top of the Charts. Bühne frei für MC Porsi mit Schweinschein. Was? Das ist der Wolf, der Mick. Und ich erzähle euch, was ich am Säule finde schick. Er ist hübsch, ist saftig, zart und fit. Das ist der F-E-R-D-E-L-Dick. Ich tue ihn braten, rösten, würzen und schnetzeln, beißen, knagen und dann verzehre ich ihn. Schnetzeln, plätzeln, beizen und würzen. So verschlinge ich ihn und tue ihn geniessen. Und... Ich kann es erklären. Oder? Oh, Ferdel, ich bin so stolz. Gut gemacht, Ferdel. Ehrlich, warum zeigen sie einfach nie etwas Gescheites in dem Fernsehen?